Hey, good morning, Lebenswasser. Wij hebben opgestonden en een paar Leute te zingen. Von der, wo wir zum Ding ein klein bisschen anders tun, vielleicht ist, wo wir eigentlich uns Sinn nach tun, aber wir wollen eine gute Zeit haben. Wir werden ein Lied singen mit Jünt, wo wir manchmal in der Kirche kann, auf Spanisch hier singen, Aquella Cruz. Und wir haben einen Plotdeutsch übersetzt. Und das ist das erste Mal, wo wir das singen, so werden wir das sein, dass wir das können alle taub lernen, das Lied redet von, was Gott für uns tut und kriegt. Thank
Het is de Osterdag. Mijn vrijdag dat je hier bent, mijn vrijdag voor die wat online watchen met ons zijn vandaag. We hebben vandaag een beetje een bijzondere service. En een beetje anders is wat je weinig doen. En zo we hebben avondmaal vandaag. Deze dag hebben we avondmaal. En zo mijn vrijdag dat je hier met ons top bent, om deze avondmaal nemen. Je kan je doel zetten. En ik hoop dat je wordt relaxed zijn. Je wordt schijn gaan. Je wordt niet aangehouden zijn wanneer we avondmaal hebben. Ik kijk een beetje terug naar some jaren terug. Als ik vielleicht 16, 18 jaar oud was. En dan is het wordt gezegd, er wordt avondmaal zijn. Dan weer meestal wat ik een beetje angst had. Dat me gruwel. En ik wist niet wat het geven. En ik hoop dat je veel niet van deze staat. Wel, bis een goede tijd hebben. Dat is een tijd waar we bis terugkijken en om dan kritisch kijken en zeggen, God, dankzij voor wat u hebt gedaan, voor die erleidingsplan. En we dat is met familie top doen. We hebben vandaag niet kinderen gekregen, zodat de kinderen waar hier bij blijven. En voor die ouderen wat we willen avondmaal nemen met de kinderen top, die zijn welkom dat te doen. Kan de kinderen wel met je metnemen. En je hebt met een tijd met je kinderen vertellen wanneer je wil. En zei, dit doen we, because Jezus heeft ons geraad. En we denken aan wat hij heeft voor ons gedaan. So dat wil ik met je familie top. Wanneer je dat te vragen is, het oké. Wanneer je niet doen, maar ik wil je te doen, neemt alle dit avondmaal vandaag. En zo wat passeren als Pastor Steve, wat meest voor het snap komt, hij wat een boodschap had, ongeveer 30 minuten lang. En zo wat hij de boodschap had, nadat wat de team waren aanvangen te zingen. En die tijd wat hij zingt, dan wat we dat opmerken. En dan ga je gewoon dat brood en dat wien holen en dat avondmaal nemen. Pastor Steve wat even dat brood en dat wien dat verdanken en beden. En dan is jeder einer vrij dat te nemen, die tijd. Zo dat is ongeveer zo de service wat offeren. En zo... ik hoop dat je hier een goede tijd. Roma 5, die zegt, onze opening staat op dat God ons goed is. Zo we best wel denken, dit wat we vandaag doen, dat is because God wil ons goed. En hij is ons goed. En dat is waar onze opening bijna is. En we hebben opening vandaag voor wat hij heeft voor ons gedaan. En vers 8 zegt het, aber God wijst ons zijn leven dooraan, dat Christus voor ons stierf, als we nog zinder weer. En hij heeft ons vrijgemaakt. En vandaag is het een tijd omdat we kunnen dus den dag vieren en celebreren dat wat hij heeft voor ons gedaan. So we hebben een goede tijd hier, relax zijn, best een schijne tijd hebben. En ons laten dat schijn gaan, wanneer we terugkijken en met een dankbaarheid hart voor wat God heeft voor ons gedaan. Pastor Steve wordt aanvangen te predigen. Marius. We hebben nog beten, voor we wieder gaan. Gott, wir danken dir für deine Radung. Wir danken dir für deine Erlösung und von der besonders wahre denken wir und dank für die für dein Kreuz. Ich bete, dass diese Zeit, wo wir taub haben, wird eine Zeit sein, wo gesehnt ist, wo wir wachsen in unser Leben für dich und wo wir bloß dankbar und hart sind für deine Radungswerk. Ich danke dir, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Van der waar we dat geschicht betekenen van het Kreuz. Stelle Freitag, ik weet viele van ons kennen die Geschichte al, aber dat helpt ons immer weiter zum frisch naar het Kreuz checken en zijn wat we daarvan leren kunnen. Zijn de grote lief wat Jezus voor iedereen van ons had. En zo dat we worden down in de boodschap, nu dat, dan worden we in de avondmaal gaan. So ik dacht, wat we worden doen, als we worden mal die Geschichte bechecken, waar we dat de lijn gaan en zijn, wanneer ungefähr passieren diese Dinge. De Bibel sagt nicht, jeder Ding krijgt wel een stund. Ik had het hier een beetje opgesteld en een rij. En dat de Geschichte vielleicht een beetje voortje is voor ons. En zo, waar we dat, zo staat dan, waar we bechecken de Geschichte van het Kreuz. En zo, we vangen daarna zo aan en dat is een avondmaal. En dit is waar Jezus en zijn Jünger taub komen. Voor de laatste unkers, zo te zijn. Jezus zijn laatste maaltijd, voor hij sterven deed. En zo zij komen taub, dit weer part van de Passafast. Zij waren Juden. En zij hadden een Passafast, dat weer een helje daar, wat ze allemaal vieren deiden als Juden. En zo part van dat weer een unkers taub aan. Wo ze terugkijken deiden en denken aan wat Jezus vereend deed, of wat God vereend deed, om uit Egypten uitraden. So die deiden dit ieder jaar. Het war de tijd van de Passafast. Jezus kwam taub met zijn 12 Jünger en zij gaan door in vertaal. Jezus jaft ons door in paar versen in Lukas kapitel 22 vers 19. Jezus redt hier en hij zegt, dan neem hij brood, dankt daarvoor en bruikt dat en juicht dat en zegt, dit is mijn körper.
de brood wat hij geeft, de verjunt gegeven wordt. Doet het om aan mij te denken. Goed zo, neem hij nu den ovenkast of nu unkas, ook dat kuffel en zegt, dit kuffel is een nieuw bund in mijn bloed, dat is verjunt vergoten is. Dat zegt nu unkas, wens zij horen door in de multijd. En dit weer al apart van de multijd. Op aanvang van de multijd gebruiken ze brood, op één multijd deden ze met dat wien. Zo zij deden nog vielleicht een klein beetje anders als wie, maar dat is hetzelfde bedienung. En hij zegt, doet dit om aan mij te denken. En hij wijst van zijn kruis en hij doet wat hij doet wordt sterven. Dan zegt Jezus dat dus einer mank diesen dash, die mij verroeden wordt, die mij overgeven wordt, naar de fiend zo te zijn. En dat wird Judas. Als Judas dit antwoord, hij raadt ruten, hij is weg, om zijn dingen bereden. Jezus blijft door met de andere 11 jünger. En zij beten wieder. En ze gaan de tijd taub wieder. En ze gaan leider, zegt ze zingen som leider taub. Een aanbetungstijd. En dan gaan ze uit. En dan gaan ze in de Garten Gethsemane. So zij gaan naar den Garten, nu de laatste unkas. En dit is nu vielleicht daarna Lut zo uwes. Want de unkas wat ze horen, die vangt aan als de zon onderging. Dat is de Juden dort horen. Als de zon onderging, dan vangt die een dag aan verehrt. Dan vangt de vrijdag aan, dat weer de dag, wo ze deze Passafast vieren. Nu de unkas gaan ze uit naar de boy. En so, dat zal diester, ik heb ons verstellen. Vielleicht een beetje kalt, wens deze tijd van jaar, wanneer het eerst diester is, dan vangt het aan af te child. En zo, zij gaan uit naar de boy, en Jezus heeft een zeer zware tijd. En hij beet door. Hij sagt zijn Jünger, sagt zu zijn Jünger, je kan hier blijven, ik wil een beetje wieder gaan. En hij beet naar Herrn. En hij heeft een tijd, met Markus kapitel 14 zegt dan ging hij en beet wieder en schmeidt zich op de Erde en beet, dat wanneer dat möglich wird, dan zal deze Stunde nicht treffen. Wat Jezus wist wat ver wird. Hij wist wo hij heen ging. Hij wist wat het doorgeven wordt. En hem interessiert het niet. Want ja, hij wird Gott, maar hij wird ook man. Zoals wij zijn. Hij wil het niet derg. En aber hij zegt je door dan waar, aber niet mijn willen, aber dien willen, Vater. En zo Jezus heeft diesen Kampf an sich, dit te doen. En aber dan schließlich komt hij bij de steed wo hij zegt, Gott, ik wil dien willen doen. Ik wil niet willen zoals ik wil, ik wil doen zoals du was. En zo we zijn hier, dat Jezus wil leven en Jezus is alleen. Maar Jezus, hij volgt den Vater zijn wil. En dit is een beispiel voor ons. Dan gaan we weer en zeggen we, Jezus is nu vastgenomen. So dit is vielleicht al daarna. Wenn Jezus beet door, vielleicht voor een paar stunden. Hij kwam tegen de Jünger en zei, kun je niet maar voor een stunde wakker blijven? Want zij sluiten door alle, als hij beten ging. En zo dit is nu daarna. En Jezus wordt vastgenomen. Op eenmaal is fertig met beten. Op eenmaal heeft zich dat waar zeker en zich, ja, ik ga verder weg. En den willen wat de Vader voor mij heeft. En dan staat op, je tegen zijn Jünger en zegt, stoot op. Wens du wat mij verroeden wordt, dat is het mes hier, dat is het beeld hier. En goed als hij fertig heeft dat te zijn, dan komt de Heer al aan. En Judas, een van zijn Jünger, leidt hij naar Jezus. Zij komen aan met een ganze Herd soldaten en de Pharisäer en de schriftgeleerden en de ältestes van de Juden. En zij komen nu Jezus vast te nemen. Judas had bereid met hij zei, den wem ik een kus geef, dat is die wem je zal vastnemen. Judas komt aan en begrijpt hem als een vriend. En aber dan jaft hij hem een kus en het meesters van hij wordt met een massa im regen gaan neerdoen. Wens met dat heeft hij zijn haar verroet. Judas, een van zijn Jünger, verjeld. Dat jaft du dan op eenmaal trouble, wens Petrus heißen bet, hij gleich dingen zijn weg te doen. En hij zegt, op geen weg jaft het ons dit. Hij neemt zijn schwert en haakt een van de jongens een uur af. En onderweer hij zegt, loot den Tag. Aber dat helpt je niet. Jezus komt doorheen, wo deze nu niet een uur hier heeft. Hij heeft dat op van de eer, vielleicht ganz bloederig, en huilt hem, zet hem dat terug aan kap naar zijn uur. En zo Jezus is nu in de tijd, wo hij vastgenomen wordt van zijn vriend. Maar wat deed hij? Hij bewees leven. De Bijbel zegt, als we zinder wären, starf hij voor ons. Wat je Jezus starf, krijgt voor den jong, door wat hem kan vastnemen. Voor de soldaten wordt het kan vastnemen. Jezus starf voor die ook. En zo hij bewijst leven. Even wanneer ze kwam aan,
weiter tun. Und so, wir haben diesen Titel in den Gordon durchgefangen, Jesus, den nehmen am Trägen in den Palast, er wird durch für ein jüdischen Recht genommen, und das vielleicht danach danach. Und das ist wichtig, dass wir anerkennen, dass so Jesus festnehmen deuten und für ein Recht bringen deuten, da wird ganz beziehen gesagt. Da wird nicht legal, würde wir sagen. So soll das deuten, wenn sie deuten dort danach, die hatten nicht Freiheit dort danach zu tun. Sie brachten am hohen Priester, sie hatten nicht Freiheit dort zu tun. Und sie versprühen in überall Eva für das Samaris wird, die hatten nicht Freiheit dort zu tun. Aber weißt du was, sie einfach nur schrammen, wenn sie hatten ein Ziel, und da wir diesen Jesus abbringen. Entweder nicht steht, was er gesagt hat, wo sie das sollen tun, aber da würden sie tun. Abbringen würden sie den. Und so sie haben durch eine Fatal, und er wird verurteilt, dort er nu hat was Schlechtes getan. Und weißt du, was sie am festnehmen deuten? Wen wird sie dort deuten? Schließlich, sie können nicht finden, was er hat alles getan, aber dann fangen sie, was er hat alles gesagt. Und er hat gesagt, dass er Gott wird. Und der jüdische Gesetz wird so, wenn irgendwer sieht, dass er Gott wird, dann muss den Tod gemerkt. Jesus sagt, er wird Gott. Jesus sagt, er kommt rauf vom Himmel. Und so sie sehen, wen da, wo wir diesen nu abbringen. Und so Jesus wird dann in Gefängnis tun, danach, das wird vielleicht irgendwo ein Stein ausgehakt, da Stuhl, unter der Erde, wo das kalt wird, so stellt ihn vor, so ist nu, für nach wird nur kalt. Aber stell dir mal vor, wo kalt das wird sein, irgendwo in einem Loch in der Erde, und du hast nicht so reich Hatterie oder Chainsen dort. Sei Gries und sei Not vielleicht. Und du sind andere, die in Gefängnis sind, die vielleicht krank sind. Du musst Jesus nicht bleiben, was smart ist. Sie haben ihn festgenommen. Sie haben ihn wo angekehrt an einen Stein. Dieser wird uns nicht weich ran, seien sie. Klock saß Samaris, Freitag Samaris, klock saß, nehmen sie am Pferd das Land gerecht. Und so ist es dann in der Zeit wird, die Römer, die wären durch in der Gegend, sie hatten die Macht über die Juden. So erst nehmen sie Jesus für das jüdische Gerecht, und dann deuten sie in Gefängnis. Den nächsten Tag bringen sie am für das Land gerecht, wenn sie noch Ernteweiten looten, und dort sei dort abprobiert worden, oder Geld halten worden, dort sie dort können mit diesem Jesus tun, was dann fehlt zu tun. Den abbringen. So sie nehmen am für Pilatus, und er will nicht so reich, du willst mit tun, wenn sie haften nicht mit zu tun. Und so Pilatus schickt ihm nach Herodias. Herodias will auch nicht mit zu tun haben, wenn sie fängt auch nicht, was artig in diesem Jesus. Die behandeln Jesus durch bloß Schlag und verklappen ihm im Bett, und dann schickt er ihm trägt nach Pilatus. Und sagt, nee, mit diesem will ich nichts zu tun haben. Pilatus nimmt dann weiter an, weil nachher man nichts zu tun haben mit das. Pilatus seine Früh, sagt Matthäus uns, kommt und schickt Wort nach Pilatus und sagt, du nicht in diesen Mann, wenn es Feier nach kann ich nicht schlupen, hat eine sehr schwere Nacht, wenn es einen Traum, kriegt über diesen Mann. Das wird seine Früh am schickt. Er will nicht tun. Und so Pilatus kommt mit dieser Idee ab, weißt du was, ich werde euch der Mörder von den Gefängnis holen. Wenn sie hatten dort so, dort wenn sie die fast der und vielen deuten, dann können sie auf einmal ein Gefangener loslooten. Da wird ein Port von ihrer fast vielen. Und so holt euch der Mörder, wo durch kann fing, und nu hat einen Plun. Er sagt, ich werde diesen Jesus nicht loslooten, aber die Menschen wollen am selbst loslooten. Das ist Pilatus sein Plun. So stellt diesen Mörder durch ab, und dann stellt Jesus durch ab. Und Pilatus denkt so bloß, klar, die wollen Jesus gut looten, wenn diesen euer Mensch, diesen Mensch, der so viel Schlechtes getan hat. Und so stellt die Menschen vor und sagt, wer von diesen beiden würde ich gleichen, da ich den gut looten? Sein Plun wird Jesus. Was sehen sie? Wie wollen Barabbas? Da wird diesen anderen sie nehmen. Loot den gut. Na, wo meinst du den? Das ist ein schlechter Mensch. Jesus, was hat er? Wie wollen Barabbas? Na, was soll ich da mit Jesus tun? Fragt er. Kriegt sich an. Merkt den Tod. Nail den an den Kreuz non. Das ist, was der Mensch hat durchschrien. Pilatus heißt nicht, hat sich auf einmal eine eigene gejagt. Na, was da ich nicht? Ich kann ihn doch wählen looten. Ich kann nicht Jesus nicht gut looten. So wurde dann der, dass er nimmt zum Wutter und wascht seine Hänge und sagt, weißt du was? Jesus sein Blut, es abjünt, nicht ab mir.
En weet je wat de mensen dan zeiden? Ik las dat van de Marius war aan Michara dort. Zij zeiden, laat zijn bloed op ons kop zijn en op onze kinder voor immer. Wauw. Dat is wat ze doen zeiden, de Juden. So nu hebben ze endlich ihren Willen gekregen. Nu kunnen ze diesen Jesus dood merken. Pilatus jeft Jesus even naar de Juden en zegt dat nu kunnen ze hem verpitchen. En so Jesus wordt uitgepitcht. Dit is vrijdag morgens, vielleicht klok 7. Klok 7 morgens. So stel je mal vor, Jesus heeft al geldmäßig de ganze Nacht nicht geschlafen. Hij smeid. Diese Menschen sind je naar hem gekommen. Hij zal een paar Mal Geld durchgehaft geworden von diesen Soldaten. En in Gefängnis, wer weet wat da alles passiert. Nu nehmen sie am Rüt, nu schrien all seine Menschen, die Juden, dat sie sollen am dood machen. Wat je groet eine Weg eier, kann man in Jerusalem naar je reden op een Buddha en sie schreien alle Hosanna. Dit sonst kenn ich. Nu schmieden sie am Wachen sein, merkt den Mensch dood. Wel nicht mehr von denen. Stell dir mal vor, was das ging. Hat ganz nach nicht geschlafen, nu wollen sie am nach uitpitchen. En so solche Menschen uitpitchen deuten. Das ist ein Bild, das vielleicht nicht unbedingt Krieg ist passiert, aber das gibt uns eine Idee. Ich habe uns was mit verstanden. Und so sie kehren den sie hängen, hier so boven han, nehmen sie den sie Arm los, und dort sie Regen reingonst zu sein ist. Und dann hier ist ein Soldat, hier ist noch ein Soldat, und diese Jungs, sie weiten Krieg, was sie tun wollen. Sie sind ausgelehrt, um das zu tun. Ganze Ziel hier wordt nu zijn om Jesus zoveel weitergeben als möglich und er stirbt. So Ziel ist den so dicht bei ihm Tod zu bringen, aber nicht durch Eva. Dort er so viel weiter als möglich leiden wird. Und so das wir ein starker Mann, diese Soldaten. Jesus ist hier nicht, er kann nicht tun. Er ist falsch. Hang hier so boven, dat hier alle op is. Nu worden ze hem verpitchen. Zijn bein worden ze ook kunnen verpitchen, wenn ze half niet wachsen aan. Nu fangt het aan. Dit zijn die dingen wat ze brücken deuten, dit is nu gemerkt, aber dit is de wip wat ze brücken deuten. Zum verpitchen. Das sind verschiedene Muten. Die Bibel, wie hat die Tradition gesagt, dass dieser wird, was nein, Lara, bitte haft, das ist ein bisschen so ein Belt. Das ist von Lara gemerkt. Und dann du so ung, als so ein Eiser oder so ein Stein oder so was, hast du ein Fuß gemerkt. Und dann, wenn wir dort bei dicht dabei checken, dann können wir sehen, hier sind noch diese Nägel, was du wollen specken und rieten. Und hergesteiden sie du manchmal an. Und die wollen sagen, mit das mal ein durchhaven. Und soll diese Soldaten, diese ausgelehrten Männer zum Menschen quälen, sie haben nu ehrenreich zum Zeit mit Jesus haben. Und was ihr die Geschichtenbücher sein uns, dass diese Soldaten, die diese Arbeit deuten, sie müssen sich Ferken besüben, Verse das deuten, damit sie dort erheb durchsagen können, was sie an einen anderen Mensch würden andauern. So stell dir mal vor, zwei große, starke Soldaten, ganz besuchen. Und sie kommen nu mit diesen Dingen an und fangen an Jesus loszuhaben. Die wurden nicht bloß ein clean Bett. Die wurden an sie ausgeholt. Und so die Steine, das ist das du ban zum am Kielen. Das du ban zum sein Fleisch mal wegmerken. Wie dan dat van de eerste dag met vlees, dan dat wegkielen. Dat is wat ze aan Jesus zien regen deuten. En dan de herkes en de neel, die zijn door maakt om dat verrieten. Om dat oprieten. So stel je maar voor, zo is het bloed wat je scheelt aan. Zo zijn vlees wat verreten zijn. De weidel wat hij daar gegaan heeft. Wenn zij hadden zich dort al geleerd, wou dit te doen, dat de persoon niet wordt bewusstloos worden. Zij deden dit en de mens die war dat alles aan. En een mens wordt pragen voor het dood, maar wordt het niet krijgen.
Wenn sie haben das gelehrt. Sie haben das auf über 500 Jahre getan, die Römer hatten. Sie wissen noch Krieg, wo das nicht zu tun. Und so sie brachten Jesus zu dich und dort osmählich und dort hat er ewig. Dort Blut schält und dort sein Fleisch wird verbrechen. Weil je dit wo wen wie Abendmahl down. Luther, wenn wir dort nehmen. Dann denken wir an dort Brot, seht Jesus ihr Stutz sein Fleisch. Dann denken wir an, wo sein Fleisch verraten wird. Für mich und für dich. Wenn wir dort Wein trinken, dann denken wir an sein Blut, so es wird geschält haben. Mit den Dingen, die sie am deuten. Wo sie am haben verkehlt. Noch einiges, was sie deuten in dieser Zeit, es sei ihm so eine Haltersteig, ja, vielleicht 1,5 Saal rund. Und Verse mit der anfangen, dann deuten sie nach 40 Mal mit so einem Stock eben Regen. Das ist als sie Soldaten. Und so sie meinten dort ernst, diesen würden sie nicht mal wiesen. Dieser, der seht, was der kennig wird, den würden sie nicht mal wiesen. Die Geschichten beter sein uns, wenn sie das deuten, wenn sie Menschen utpitchen, deuten, dort jäuf nach mal so, dort sie würden den ein uthäven, und dann würde dort Band stärken bleiben, und dann würden sie rieten mit dort, und dann würden sie even sogar Raben können rieten, ein Mensch. Und so das ist nicht, was haltet. Wir können uns das nicht verstehen, wie sie nicht bekommen mit so einer Dinge als das. Und in Jahren Jahren dann werden sie Dollar bekommen. Das wird einfach ein sehr gräselig Ding. Und so, wenn wir denken an dort Krieg, ja, ich weiß, wie weit in der Geschichte von Sonntag, wo er abstand. Und das ist nicht so wichtig. Aber nie gut werden muss, bloß grabbeln und Krieg dort Krieg. Und was Jesus sich durchleiden muss. Was hat er durchging, zum uns Radung schaffen. Nur für Pitchen, stell mir so vor, Jesus wollte bloß hier lehen haben, wollte nicht mal haben können, reich gehen. Dann schlappen sie den irgendwo in einen Stall und dann geben sie ihm einen Dornenkron. Und so sie haben Sport, wenn sie sagen, oh, du glaubst, die Besten kenne ich, dann wollen wir ihm mal einen Kron absaten. Nehmen sie einen Dornenkron und stell dir mal vor, dieser Speckers hier, 1, 2, 3 Zahl lang, ein bisschen als Mesquite. Wir sind bekommen mit Mesquite, das sollst du auch haben, und mit dort mögen sie einen Kron, sahen sie dort auf den Kopf. Dann geben sie ihm einen Stock in die Hand und dann fangen sie an zu spotten. Die kenne ich, und dann tun sie nach Hahn behen. Wer glaubst vor die Bass? Und dann auf einmal nehmen sie den Stock und fangen an, auf den Kopf zu kielen. Krieg auf diese Speckers. Kielen sie da in seinen Kopf nehmen. Blut wird drauf geschält haben. Die Weide, was er durchging, jetzt nicht zu beschreiben. Wir können uns doch nicht vorstellen. Das, wo wir in Irsch, als er in Garten wird, sagt er Jesus, oder er sagt, Gott, hast du einen anderen Weg? Hast du einen anderen Weg? Wenn er wisst, was das kommt. Er wisst, was er für sich hat. Wenn sie das erst vorig sind, Jesus wird gelehrt in einem Kreuz. So, das ist Friede aus Samaria, ungefähr Klock 8. So, nu haben sie durch eine goldene Stunde an am Raum geklappt. Und seinen Körper verraten. Und am Grasel gegeben. Nu leiden sie am nach einem Kreuz. Und so ist dort ein Jahre, der hatten, dann musste er, was gelehrt wird im Kreuz, sein in ein Kreuz drehen. Und so, das ist bloß ein Bild, nur gemerkt, von wo das kann sein, gewesen. Aber das wird das Jesus hier sein. Hier kann es sein, er hat den Dornenkron ab. Ganz blaudig. Nu muss er nach sein in ein Kreuz drehen. Und die Soldaten, die saßen durch, die stunden durch rum. Und die sagen, na, dummer Wort. Dieser hat hier nach einer Wipp. Wenn er auf einmal still hält, dann wollen wir den nach mit hier eingeben. Er muss nu sein Kreuz drehen. Stell dir mal vor, wie schwer das Kreuz ist gewesen. Die Geschichten beker sein uns, von da, wo sie Jesus verpitcht haben, bis da, wo er gekreuzigt wird vielleicht 600 Meter, wo er dort drehen muss. Dort ist etwa halb von hier bis ein Weg. So, nun nehmen die mal ein Kreuz, wo vielleicht gut etwa 100 Pfund schwer ist. Und proef den op den Regen, wat ganz twee gereden en bloederig is. Die haben sie durchgepitcht, nu dreht dat mal 600 Meter. Weil die Jesus jinke krank, so sagt gleich, irgendwas von uns würde die gehen haben, er kann es nicht mehr. Sein Körper, er hat nicht die Kraft, zum das tun.
Und so was die Soldaten dann tun, ist, sie nehmen anderen, sie fingen durch einer und sagen, hey du, komm und help den. Und so dann haben wir diesen anderen hier, hey macht Jesus nu helfen sie in Krieg drehen, wenn es Jesus haft nicht mal Kraft zum dort tun. Wo würde kein Kraft haben? Denk mal, was am gut an der geschickt. Nu drehen sie in Krieg, dort so eine Golgatha. Und nach Heinrich wird euer merken, nicht bloß erst das von hier, Eva Hofner war ich, aber das hat ein Bein ab. Und so hier ist Jesus al mens dood. Und nu quälen sie ihm nach wieder mit was sie mit den Krieg tun, dort er drehen muss. Kann das nicht, haben sie einen hier, was am halten dat. Ungefähr Klock 9, Samarias, dann wird Jesus gekriegt. Und so er hat dort vielleicht gut eine Stunde gebraucht, um was durchzukommen. Jesus kann dem nicht selbst, nu haben sie einen anderen Bier gedreht, nu kann er dort Krieg schlafen, nu sind sie auf dem Weg dahin, endlich kommen sie rüber bei Buven, leihen sie dort Krieg auf ihr Hahn, schmieden sie Jesus durch Buven Hahn, ab den Krieg, 2 Jahre Regen, ganz blaudrig, Dornenkroon, haft ab sich, Bord haben sie rüt gereden, einfach sein Bord bloß genommen, rüt gereden, schmieden sie am dahin, nu wird gekriegt, jeven. Und so sind die, die auch Chrétien deuten, nehmen sie große Nägel. Bloß noch ein Vers, Markus 15, dort wird Klock 9 Samarias, aus der am Kriegsichten. So dazu, wenn wir weiten, was von Klockentiet dort passiert. Nun nehmen sie diese Nägel, große Nägel, hier ist ein Bild, von wo das gehabt könnte sein. So stell dir mal vor, das ist nicht bloß ein kleiner Nägel. Das ist ein großer, vielleicht 7 Zoll lang, fan dick. Was sie dann deuten, dass sie kielen dort durch diesen Arm, vielleicht hier so sein sie, wenn es hier sein Knirk ist, wenn es hier durchgekielt wird, dann kann das kostet hängen. Wenn sie dort hier würden, dann, so wie manchmal gelehrt haben, dann rettet du bloß Fleisch. Hier so hast du Knirken waschen, dort nicht kann. Und so, vielleicht deuten sie das dort, dann kielten sie den Nägel durch ganz durch halt, und an der anderen Seite halt, kam der Nägel about so weit rübergestärkt, und dann kielten den durch nach Raum, dass ihr weißt nicht, wo rüberreden. Ein Nägel in dieser Hand, ein Nägel in dieser Hand, ein Nägel in der Fight. Nu sei du fast. So ich auch sehe, die Römer, sie hatten noch vor 500 Jahren Menschen so steht dort gemerkt. Und so sie hatten sich dort gelehrt, Krieg wurde zu tun, um die meiste weitergeben und dort der Mensch wird so lang als möglich lebendig bleiben. Das wird ein schreckliches Ding, was sie hier deuten. So hij ligt er nu nog op hier op den Krieg nu neu genäht. Hij kann nicht tun. Sie haben al ein Loch reingegroeft, wo sie den Krieg waren ansaten. Vielleicht 1,5 bei 2 Zoll Deipen Loch. Und dann tun sie den Krieg abrichten und dann luden sie den in den Loch fallen. Boom! Und das redt einmal war an alles. Nu steht das Krieg da. Und Jesus hängt an Krieg. Ganz unterhalb. Hij heeft een schrijkelje tijd daar. Het is ungefähr Klock 9 Samarias. Nu hängt da door. Nu Jesus wordt gelastert. Sie spotten über arm. Paar Versen Matthäus 27. Und die bi arm vorbeigingen, schatterten mit dem Kopf und lasterten über arm. Und sehen, die den Tempel durchbringen und 3 Tage abbauen was. Nu rat die selbst. Wenn du Gott sehen bist, dann komm von Kriegsruf. Sie merken am Tod, wenn sie sehen, wird Gott sehen. Nu sagen sie, wenn es wirklich so ist, was muss sein? Was muss sein? Dummer Wort. Markus 15, gut so, da noch der hohe Priester, ein Schriftgelehrter, untereinander Eva am Spotten und sehen. Er hat andere geholfen, aber kann sich selbst nicht mal halten. Lukas 23, die Soldaten treiben auch ihren Spott mit ihm. Und chimen und bauten am süren Wien an. Und sehen, wenn du den Juden kennig bist, dann haupt die selbst. Dummer Wort. Nicht bewies dort. Du hast dein Leben lang, du hast die letzten 3 Jahre gesagt, wer du bist, nicht dummer Wort. Nu hast du eine Gelegenheit, Jesus. Nu stell dir mal vor,
alles wat hij groot gegaan is, nu hängt er door aan kruis, en Jezus is God. Woord hij han kunt wat met doen? Zeker. Hij woord han kunt al deze jongens opriemen plötzlich. Krijgt es jeder ein von uns würde nur feilen, wann wie du wir. Gut, habe ich mir das alle angedaan, habe ich mir der gepitcht, habe ich mich hier neu genäht, habe ich mich abgehängt, damit alle mich sein kann, und nu mich noch spotten und sagen, ich kann nicht stehen. Lachen sie hier uit. Jesus das nicht. Hij das nicht trägt. Weet je wat hij sagt, wann sie das tun? Hij betet hem Vater und sagt, Vater, vergewend. Wenn sie weiten nicht, was sie tun. Ihr schon Gott noch am kein Fuß nehmen, wird aufgehakt und er heult dort. Nu hängt da ein Kreuz, diese Menschen haben ein Haus jeden Abend, so die wusste die nicht kann feststellen. Nu beter verehrt. Und sagt, verjährend sind. Sie weiten nicht, was sie tun. Lukas 23 sagt, dann las das noch einer von den Mörder Kreuz, über Arm und Seed. Wenn du die Christus bist, dann halb die selbst, und noch ganz. Weil Jesus wird gekreuzigt, und du wirst zwei Mörder, einer und jeder sieht. Und nu, der eine und der eine sieht, die fangen nu auch über Arm zu spotten. Er fängt über Arm, halb die mal selbst. Und wenn die selbst kurz haben, dann der ist uns auch fort. Dat we hier oft kennen. Der andere Mörder aber, der sagt zu diesem, hey, pass auf, was du sagst, wenn dieser, er stirbt hier und er hat nichts getan, nichts anderes getan. Wir sterben hier, wenn wir haben was anderes getan. Und dann guckt diesen anderen Mörder nach Jesus und sagt zu Jesus, Jesus, denk an mich von dir, wenn du in den Königreich kommst. Und so Jesus rat in Sünder. Jesus hängt an Kreuz, zum unseren Sinn betonen und zum uns raten. Und du, wann er du Buben hast und du hängt das, rat er in Sünder. Er kijkt nach diesen anderen Mörder und Jesus sagt zu ihm, ich sei dir die Wahrheit. Du wirst von dir mit mir im Paradies sein. Diesen Mörder, er hängt an Kreuz und in seiner letzten Stunde, wo wir können sagen, fängt er an Jesus zu glauben. Jesus sagt, du wirst mit mir von dir im Paradies sein. Weißt du, was mir das sagen wird? Dort du hast Hoffnung. Du hast Hoffnung für mich. Du hast Hoffnung für dich. Wenn es diesen Mörder, stell dir mal vor, wo wen er du an Kreuz ist, was er alles getan hat. Er hat es verdient, was er kriegt, würden sie können sagen. Weet je wat? Jeder ein von uns hat dort verdient. Was die durchkriegen. Und aber in seiner letzten Stunde, er hat keine Zeit, um dort noch bewiesen. Er hat keine Zeit, das Mörder. Aber er starb durch ein Kreuz für seine Sünde. Und guckt nach Jesus und sagt, denk an mich. Ich glaube an dich. Du hast Hoffnung. Jesus raden, kriegt du an Kreuz in seine letzte Stunde. Manchmal glauben wir, nee, ich habe zu viel Schlechtes getan. Ich sehe das nicht wert. Manchmal glauben wir, dass Gott weiß, was ich getan habe und er wird mir niemals annehmen. Weißt du, was ich sage dort? Kick nach diesen Mörder an Kreuz. Kick nach, was Gott verdient hat. Er hat es verdient. Und aber er wird gerat, kriegt du, wenn's er an Jesus glauben hat. Dort ist die Botschaft von dem Kreuz. Und so, wenn wir an das Kreuz denken, dann wir denken an ein schreckliches Ding, was Jesus da durchging. In hoher Preis, was du wird betont. Und aber zu derselben Zeit, dann denken wir an diese große Gnade, was Gott für jeder einen von uns hat. Kriegst du es heute für den Mörder hat, was du an Kreuz wird. Wir sind nicht so weit weg, damit Gott uns helfen kann. Wir haben nicht so was Schlechtes getan. Er läuft uns.
Wenn ich denke an die Geschichte von het Kreuz, dann denke ich an, wo viel Gott mir leeft. Wo viel Gott dir leeft. Jeder ein von uns. Gaan we weer naar klok 12. Nog ganz het land wordt dies da. Van klok 12 tot klok 3 nummer. Voor 3 stunden zegt de Bibel ons, middel over dag. Op einmal is het alles dies da. Jesus wordt hier te zin gemerkt voor ons. Het zegt, ungefähr klok 3 nummer, schreef Jezus luid. So dit is op eng van deze 3 stunden. Eli, Eli, sabachthani. En dat meint, mijn God, waarom hast du mich verloren? Jesus hängt hier an Kreuz im Diestren. En hij schreeuwt uit naar God. En zegt, God, woerin hast du mich verloren? Weet je wat hier passiert? Jesus wordt te zin gemerkt. En onze steed. We haben in Vers 2 Korinther 5, Gott mögt den, der von keiner Sinn wisst, en onze steed te sind. Woerin? Dat wie durch Arm für Gott gereicht worden, so als dort verarm jalen dat. Weet je, dit is wat hier passieren dat. Gott neemt deine Sinn, hij neemt meine Sinn. Hij neemt jeder Mensch seine Sinn en zah dort an Jesus, op den Kreuz. Dort lohnt wordt dies da. Die Sonne, die schient nicht mehr. Das ist, wenn Gott seinen Regen dreht und ihn sehen. Und Jesus trägt die Gewicht von der Sünde von der Welt. Gott mögt den, der von keiner Sünde wisst. Und unser steht zur Sünde. Weil Jesus betult für all deine Sünde. Er nimmt all deine Sünde ab die. Zum dort du wirst kann all seine Gerechtigkeit ab die nehmen. Dat is wat hij doet aan het Kreuz deed. Dat is de Geschichte van het Kreuz. Reddung, Vergebung, Gnade, Leib, Heilung. Dat is wat het Kreuz bedient. Johannes 19. En als Jezus dan wien Erik gekregen had, zei hij, nu is alles voor dich gebracht. Nu is het voor dich. Dan buigt hij den kop eraf en juicht zijn juist ab. Jezus, ons Radar, storft aan Kreuz. Gott, der über die ganze Welt herrschen hat, wordt van Menschen doodgemerkt. Ungefähr klok 3 nummer, Vrijdag. Dan checken we wieder, das nächste Ding, was passieren ist, als du es ein Erdbeben. Klar, der Moment, wo Jesus gestorben ist, so wie wir sagen, klok 3 nummer, sagt Matthäus uns, der Gardinen Tempel reut, von boven bis unten nein, der Erd schattert und die Steine spalten. Nichts wird passiert. Weil Jesus, er wird in einen jässlichen Kampf, er hat hier einen jässlichen Krieg geschafft. Und nu auf einmal sauber dort in der Welt, in der physischen Welt, was passieren wird. Die Gardine, die redt zwei. Du wirst eine große Gardinentempel, wo du verhängt für die Allerheiligste. Der Allerheiligste steht. Dort wird zu bedienen, dort Menschen können nicht hinkommen. Wenn's wie wir in Gries, wie hatten Sinn, wo uns du bieten wollen deit. Jesus stirbt und rettet alle zwei. Was bedeutet dort? Nicht kann wie für Gott kommen. Wenn wird Jesus deit für uns. Nicht kann wir in sein Jenwort nennen kommen. Nicht haben wir den Reich, nicht wenn es wird wie deuten, nicht wenn es wie so gut sind, aber wenn es wird Jesus deit und wenn es heu so gut ist. Wenn wir an Arm glauben, dann kriegen wir seine Herrlichkeit, dann können wir hier nennen. Das ist die Botschaft von dem Kreuz. Sie luden Jesus durch ein Kreuz hängen, meist bald danach,
En dan wordt Jesus im Graf neergelegd, vrijdag zu Uwes. Zoals de Juden dort hadden, sie mussten de Sabbat komen. En de Sabbat fängt an, vrijdag, wanneer de zon untergeht. En so, sie mussten am Vierdag im Graf haben. En so, wir können uns vorstellen, vrijdag zu Uwes, kurz vor der Sonne untergeht, nehmen sie von Kriegsrauf und saßen sie im Graf, rollen sie durch einen Stein fair. Und ist Jesus tot im Graf. Die Kreuz sagt uns, dass Gott uns läuft. Dort, wo Jesus lieden deed, sagt die, dort er die leuven deed. Sagt die, dort er reit erst die zu vergeben. Sagt die, dort er reit erst die genug zu beweisen, kriegst du den Mörder deed und Kreuz. Wir wollen nu wieder gehen in die Abendmahlzeit nehmen. Und wenn wir dort Abendmahl nehmen, dann denken wir an, was Jesus und Kreuz deed, und wir haben in uns Hort eine Dankbarkeit für den Preis, was er für jeder ein von uns tun wird. Weißt du, wenn Jesus dort nicht getult hat, dann wird es nachher schuldig zu betun. Dann würden wir dort machen tun. Und so von der haben wir eine Gelegenheit, eine Entscheidung zu nehmen. Wo wir uns auf Jesus verlassen, wo wir am vertrauen, dat zijn Preis, wat hij tun deed, Geld genoeg wird für uns. Wenn wir bereit sind, ja zu sein zu dort, dann sind wir bereit, zum den Abendmahl nehmen. Dann sind wir bereit, um dort zu nehmen und am denken in den Preis, was er für uns tut. Und ich weiß dort, ein Weg hast du einen sehr trüge Denk. Ich weiß dort, was er leiden muss. Auf der anderen Seite ist dort eine Frau Denk, wenn es dort bedient unsere Radung. Dat betekent dat we vrij zijn. Dat we losgekauft zijn van de zin. En zo, ik wil bloß hastig een paar Frauen reden van de Abendmahl, wat Menschen ons gegeven hebben, en dan waar we in die tijd gaan. So, wo wir over de Abendmahl, wie dan, wenn es Jesus sagt, dat we sollen. Krijgt du, was hij met zijn Jünger taub wird. Dat betekent den Kreuz. Paulus sagt, in 1. Korinther, ich habe das falsch hier nicht, aber Paulus sagt, dass jedes Mal also, wenn ihr das Brot eten und von das Küffel trinken, sei ihr damit, dass der Herr gestorben ist und dort so lang, bis er weiterkommt. Und so, wenn wir taub kommen, wir sagen mit das, Jesus ist gestorben. Der Kreuz, dort passiert wirklich. Der Preis, er tut dort für jeder ein von uns. Das ist, wo wir Abendmahl haben. Noch eine Frage, die wir manchmal haben, ist, wo wir Leute wieder Kinder dabei sind. Und das jetzt trägt von wo das Abendmahl kommt, das kommt von der Passafast. Wir sagen dort durch, Jesus und seine Jünger taub werden. Sie haben den Passafast durch, alle taub. Und da wird ein Fast, was allgemein für die ganze Familie wird. Die Kinder werden da immer bei. Da wird ein Ding, wo die Familie taub kommt, das ganze Land das. Sie kommen taub und sie kicken trägen nach der Radung, was Gott erschaffen hat, als sie Sklaven werden in Ägypten. Und so von dort kommt unser Abendmahl rüt und Gott sieht die Israeliten aus, er diesen Passafast abgreift. In 2. Mose 12, Vers 26, er sagt hier, eine Ursache, wo wen er den Passafast greift. Und er sagt, und wenn das so rumkommt, dat jene Kinder, jene Frauen, wat bedienen jünt diese Helge, dann sagt der Geschichte von wo ihr geraten sind. Das wird Gott der Israeliten sehen. Und so wir glauben das für uns von der. So wenn wir Abendmahl feiern, und das so rumkommt, dass unsere Kinder, unsere Frauen, wo wen wir das? Was bedient das? Dort gibt uns als Eltern eine gute Gelegenheit, zum Ende sein, wo Jesus uns hat geraten. Wo Jesus uns hat Hoffnung gegeben. Wo Jesus für uns gestorben ist. Noch ein Ding, wo wir sagen, ist, Jesus läuft Kinder. Matthäus Kapitel 19, aber Jesus sagt, lasst die kleinen Kinder nach mir kommen. Und verbeugt ihn dort nicht, weil es aus Sonne besteht, dort Himmelreich. Jesus sagt, lasst die Kinder kommen. Das ist ein Port von meinem Reich, sagt er hier. Auf einer anderen Stelle sagt dann Matthäus 18, ich sage ihnen die Wahrheit, wenn je nicht umkehren und so wollen als die Kinder,
so wo je nicht in het Himmelreich nankomen. En so Jesus sagt, wir sollen lieber mehr so worden, als die Kinder sind, en ihren Glauben, en so soll Jesus annehmen, in steht weniger. En so, dazu wollen wir jetzt das tun. Nu, dit is niet een bemot. Je zijn vrij, je Kinder door bieten gaan, wanneer je willen. Wanneer je geloven dat je Kinder verstaan kan, wat het jaft, wat je doet. Wanneer je dat erklärung kan je geven eind, dan zijn we dat op, dat je dat kan met eind doen. Wanneer je niet wil, dat is geen trouble, keiner wordt de Wert checken er niet. Dat is ganz open vrij, maar dit is hoe we dat doen. We geloven dat de Bibel jaft ons een grond om dat te doen. En dan de laatste vraag, wat we manchmal hebben, is, waar ik mezelf verdom, wanneer ik dat erg doe. We hebben manchmal trouble met dat, besonders in ons volk. En dit komt van 1 Korinther kapitel 11, waar Paulus naar de kerk in Korinth schreven deed, over wo zij oefenmaal deiden. En hij zegt, zij deiden dat erg. En wens zij dat erg deiden, hebben zij verdammnis gekregen. En was het? Oder gerecht worden. En zo, wat er aanjink is, de kerk in Korinth, die deiden dat ook part van de maaltijd. En beetje zoals Jezus met zijn jünger deed. En zo, dat wird part van de maaltijd. En zo, zij hadden zich bereid, ergens te treffen. Bringen ze some eten, bringen ze brood, bringen ze wien. En aber zij weer nog niet alle taub. En dan vangen je was al aan, want ze kan dus niet leren. En hungert also zijn. So zij vangen aan. En zij eten al dat brood. En zij drinken al dat wien. En Paulus zegt, zij deiden zich sogar nog bezuipen daarbij. En nu gaan ze oefenmaal. En dan, wanneer de laatste hier snel komt, dan is alles weg. Paulus zegt, zo zie je dit doen, wanneer je taub komt. Dit is bloos wit beziet. En hij zegt, God heeft je gerecht, wens wil je dit doen. En dat is waar Paulus zegt, dat we zullen dat op een eerlijke weg doen. Wanneer we niet worden, dan is er trouble bij. In andere weer, dit is een ernste ding. En aber we durven ons niet angst hebben, de ganze tijd even, ik dacht op einmal irgendwo een Fehler gemerkt, wat God mir nu wat rechten. Nee, de boodschap van de kriets is, dat God geeft ons vergeving. Aber dit is een goede tijd, om naar ons leven kijken en zeggen, God, is er ergens een area in mijn leven, waar ik woord kan bussen even doen. Waar ik kan wassen durch dit. En dan nemen we dat oefenmaal en danken God voor de prijs wat hij ons betonen deed, omdat we kan de radung gaan. En zo we niet uit angst leven en uit angst den oefenmaal nemen. Wat ik die woord moet merken is, wanneer du ergens zin is in die leven, wo du weet, wo de hele jas die vermoeden dat, du busse over dit, dan zeg ik die, du busse over dat. Neem deze gelegenheid. En dan neem dat oefenmaal. En dank God voor zijn vergeving in die leven. We moeten alle busse doen, over wasse dingen te wasse tijden. Jeder een van ons. En zo, dit is bloos part van het christenleven. En zo, we worden in de tijd nagaan, wo we dat oefenmaal worden nemen. Voor we dat nagaan, wil ik bloos een zegen opbeden. En dan wil ik een beetje een erklärung geven van waar we dat worden doen. Zo, we hebben alle te opbeden. God, we danken die Vader voor die kriets. We danken die voor dat prijs wat u voor ons getoeld hebt. En we danken die voor de radingswerk wat u voor ons erschaffen hebt. En ik bid een zegen nu op dat brood. Ik bid dat wanneer we dat brood nemen, dat we worden denken aan die körper, aan die vlees, wat verpitcht wordt, wat verheft wordt, wat aan een kriets neu genäht wordt, voor mij. Voor iedereen van ons. Ik dank die voor het brood. Ik zegen dat in die naam Jezus. Ik dank die voor de wien. En ik bid dat wanneer we dit wien nemen, dat we worden denken aan wat die bloed voor ons gescheeld heeft. Waar ze die regen uit neun gereden hebben. Waar ze deze nail durch die hang en fight gehummert hebben. Waar ze die deze darnen kroon hebben op dem kop nap gekield. We denken aan die bloed, zoals het schelen deed, en onze radung schaffen deed. So, ik bid een zegen op dat wien. Ik dank die voor dat. Ik bid een zegen op deze tijd wat we taub hebben, God. Ik bid dat we een tijd zijn van aanbeding. Een tijd zijn waar we ernstlich aan den kriets checken in die radingswerk voor ons. Ik bid het in die naam Jezus. Amen. Wat we worden doen is, we worden some Lieder zingen.
En so, Luther, wo wir frei unterm Abstehen, wo wir Lieder singen. Erst, wo wir ein Lied ganz stark singen, wenn dort Lied erst stark ist, dort erste Lied, und dann, wo wir beten, dann kann ich gehen und holen, dort Brot und dort Wein, und nehmen dort trägen jene Städte. Wir wollen beim Singen bleiben, und so wir wollen nicht stillhalten und sagen, okay, nu eten wir alle Brot, nu trinken wir alle Wein, dazu werden wir nu haben und sehen, ob dort Gebet. Und was wir irgendwann merken, wenn ihr mit jenen Kindern tun, reden bet mit Ernst von was ihr dort tun, und dann nehmt dort vielleicht Taub als Familie. Wenn ihr dort ohne jene Kinder tun, dann bloß, wann immer ihr schreit sind für jene selbst, nehmt dort Brot und trinkt dort Wein und denkt an was Jesus für uns getan hat. Dort ist was wir tun. Wir haben hier fern ein paar Daschen, dort so hängen sind ein paar Daschen. So gut bloß nur den Dasch, was bei uns dichtet bei ist. Wenn er dabei mal so Raum nimmt, dort du alle ist, dann gut bloß wählig nur den anderen Dasch und nehmt du. Aber wir haben gut genug Reut gemerkt, du wirst genug sein für jeder. Und so dort ist was wir tun. Nu wollen wir erst ein Lied singen, wir wollen abstehen von dort, nur dort Lied und nur dort Gebet, wo hinter dort Lied kommt, dann sind wir alle frei zum Gehen holen, wenn ihr erst bereit sind. Und dann wollen wir dort 3 Lieder singen, und an die 3 Lieder, wo wir Zeit nehmen, zum das Abendmahl nehmen. Was sagt ab was? Ik zag de krietstallen van het Trügezier. Ik dacht, mensen werden zo slagen was te Jezus te horen om die krietsig. En den dag als ik naar Jezus kwam, ik weet nog krijg wat ik in mijn gebed had dat weer. Jesus, wasch mir rein mit wenigstens einer Leid Blut, was du vergoten hast. So Jesus wasch mir rein, er rat mich, er hilft mir ewig leben und er heilt mein Verbrechen an Tod. So will ich ihn von dir an lohnen, wie wollen das Leute sehen, komm doch nur dort Kreuz. Komm nur dort Kreuz. Jesus ist gestorben, er will uns raten und er will uns heilen von uns Verbrechen Leben. Und wenn du hier bist, und du bist noch nicht bei der Kreuz gewesen, ich lade dich an, komm nach der Kreuz, während wir die Leute sehen, wegen Jesus lügt die mit seinen oberen Armen. Wir wollen abstehen. Best verbruiken de woorden van bed. Inga dreig van die weg, mijn bezin. Jezus leidt op die. Best die taal, men je komt met die zelfs.
uns fein Bruder sind wie du. Vergebung betont mich, du dir der Blut von Jesus Christ. Oh, komm doch, nur du Christ, die uns fein Bruder sind wie du. Vergebung betont mich, du dir der Blut von Jesus Christ. Trouw doch iets veels du was für die Kraut. Sei die Welt von den Schoß, wo die Fuß. Jesus, wir stehen hier vor deinem Kreuz. Wir erinnern uns an dich. Wir kicken ab naar die. Die wordt verbreid. Die worden Nägel der geooms gekield. Die wordt de opgehauen. Wir kicken naar die, wat die van staat. Die wordt verwippt. Die wordt verkield. En du musst in ene Kreuz drehen. Dat duidt die fans. Du wirst wellig. Meine Sinn. Du te drehen. Du wirst wellig. Du sitzt auf wellig verdient. Du duidt Rolle für mich. Die verspotten sie. Die lasteren sie. Und du sitzt da noch. Du tauet für dich. Wir kicken ab. Nur die, wo du nicht das. Wo du deutst. Wo du für uns das. Nu det nästa live, man är ju right hand. Kan ju gå under vår hån för ju morgen. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Holst decken meine Not heran und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz.
naar deine Wunden. Und wir sehen uns, dass das Blut vergoten wird. Wir erinnern uns, dass das Blut vergoten wird. Die wird eine Krone am Kopf geschlagen. Und das Blut dort dran. Und das Blut dort dran für uns. Für das wir kein Leben haben. Für das wir kein geholfen werden und das wir kein gerettet sein. Du vergootst das Blut durch und das dran uit dein Körper uit. Und du deutst het uit Leib von uns. Wenn du sagst, du wirst das tun. Wir danken dir für das Blut, was du vergoten hast für uns. Gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió, mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, el día no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Amen. Hi, sons of Hoopning. Amen. Amen. We weren't a highlight down. We weren't lots of light down.
Jesus Messias. En så det leid, waar we aanblis loven en prijzen en dank voor wat hij van ons doen heeft om krijt. Amen. Hij is ons Messias, hij is ons Radar. zondag terug, oudste zondag, waar we hier een taalvast hebben, waar we een kinderkerk hadden, kinderen waren in de kinderkerk zijn, kom terug voor dat.
En na de nächste zondag wordt in april den 8e, så wordt Pastor John bara wieder gaan eind in de eigen. En zo ik wil best vragen dat jullie een hang geven, maar ik kan zien, even jullie spreekt God zien zijn. Dankzij Jezus dat u best met ons hier vandaag. Ik spreek dien zijn, even jeder einer wat hier is. Ik bid best een vrede even aan, want ze uitkomen met ihre familie top zijn. Dat dienen life, dienen genoeg wat derg en derg dagen en dien vrede wat met hen gaan in Jezus naam. Amen. Had alle een gouden Oosteren, zij wat hier zondag.